Servus bei daheim in Bayern. Letztens hat mich erst ein kleines Mädel gefragt, Kathi, kannst du mir Bayerisch beibringen? Also ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen eine komische Frage, weil entweder man kann es oder man kann es nicht. Und dann habe ich wieder rausgekriegt, dass das doch falsch ist, weil Kinder können sehr wohl Bayerisch lernen. Und wie das geht, das weiß mein Bayerisch-Experte, der Gerhard aus Feldmoching. Grüß dich. Grüß dich, Kathi. Gerhard, du bist ja wirklich ein Bayerischlehrer. Was heißt jetzt das? Ich versuche mit Kindern, und da werde ich bei Kindergärten und Grundschulen eingeladen, mit bayerischen Liedl das Interesse fürs Bayerische zu wecken. Da geht es gar nicht allein ums Singen, sondern hauptsächlich um die Texte und um den Inhalt. Und da steckt halt das Bayerische drin. Und das Interesse ist ja riesengroß. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. So, also der Gerhard, der hat eine Methode, wie man als Kind Bayerisch lernen kann. Und zwar kommt das über Singen. Wir laufen jetzt das ab, also wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt fangen wir mal bei Kindergartenkinder an. Da gibt es ein passendes Liedl. Schau her. Das ist das Lied vom Hasi Burzel. Und man kann halt mit der Melodie, die sehr gefällig ist, die Kinder über den Text erreichen. Und vor allen Dingen, da können sie wirklich das Bayerische wunderbar üben. Ich hab ein Hasi, der heißt Burzel, der mag die gelben Ruhm so gern. Und dann höre ich auf und frage die Kinder, was sind eigentlich gelbe Ruhm? Jetzt sind wir bei der bayerischen Sprache. Ja. Und natürlich kommt dann Karotten, Möhren, aber gelbe Ruhm nicht. Er läuft im Zickzack, wenn der Hund kommt. Er springt im Dreieck, kommt die Katz. Wenn er Musik macht, ein Mandel. Und dann höre ich wieder auf. Was ist denn ein Mandel? Und dann ist meistens irgendein Kind dabei, die erklären es gar nicht so, macht es plötzlich so. Ja. Sitzt dort wie der Hase, wenn er ein kleines Mandel macht, ein kleines Männchen. Dann wird über das gesprochen. Das ist das Wichtigste. Die Kinder haben Interesse, aber die kennen die Begriffe nicht, weil sie auch daheim niemand mehr mit einer bespricht. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass die Kinder nicht mehr Bayerisch reden können, weil bei uns daheim in der Oberpfalz oder jetzt auch einfach auf dem Land, der redet ja nur Bayerisch. Also warum braucht man da jetzt eigentlich einen Unterricht dazu? Du hast natürlich recht, am Land ist es tatsächlich nur so, aber im städtischen Bereich und vor allen Dingen auch im Großraum München reden nur mehr 1-2% der Kinder überhaupt Münchnerisch oder Bayerisch. Also das mit dem Singen ist ja wirklich eine super Methode. Geht das jetzt bloß mit Kindern oder auch mit Erwachsenen? Na, das geht schon auch mit Erwachsenen. Zum Beispiel ein Geburtstagsliedl. Kann man mal eins probieren? Ja, das gern. vielleicht noch gar nicht kennst. Ja, grüß die liebe Kathi, ich komm heut gern zu dir. Bin geschneizt und Campucci gezogen, weil ich dir gratulier. Hollaro, bleib gesund und zufrieden und schau auf dich, Das Leben die euch frei. Cool. Ja, und wie kann jetzt einer mit so einem Liedl, der zum Beispiel aus, sagen wir mal, Bochum kommt, Bayerisch lernen? Du musst natürlich den Text mit der Gruppe, wenn du das machst, vorher einmal kurz ansprechen. Ja? Und dann kannst du singen, dann hängt sich der sofort dran. Das ist meine Erfahrung. Das ist kein Problem. Und das muss ja nicht perfekt sein. Sondern auf einmal hast du das Interesse dafür geweckt, dass er sogar bayerisch gesungen hat. Und er ist auf einmal ganz stolz, dass er ein bayerisches Geburtstagslied gesungen hat. Cool. Du Gerhard, ich habe ja auch Fans durch meinen Blog in Amerika. Wie weit darfst du anreisen, wenn die Bayerisch lernen wollen? Ja, war schon mal schön, gell? So eine Reise nach Amerika, aber das muss man gar nicht machen. Die Lieder kann man auch runterladen im Internet beim Förderverein Bayerische Sprache www.fbsd.de und das andere Liedl, das wir gesungen haben. Geburtstagsliedl? Genau, Geburtstagsliedl, Münchner Schule, Bayerische Musik. Ja, wunderbar. Dann könnt ihr jetzt fleißig üben. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus bei daheim in Bayern. Letztens hat mich erst ein kleines Mädel gefragt, Kathi, kannst du mir Bayerisch beibringen? Also ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen eine komische Frage, weil entweder man kann es oder man kann es nicht. Und dann habe ich wieder rausgekriegt, dass das doch falsch ist, weil Kinder können sehr wohl Bayerisch lernen. Und wie das geht, das weiß mein Bayerisch-Experte, der Gerhard aus Feldmoching. Grüß dich.
Grüß dich, Kathi. Gerhard, du bist ja wirklich ein Bayerischlehrer. Was heißt jetzt das? Ich versuche mit Kindern, und da werde ich bei Kindergärten und Grundschulen eingeladen, mit bayerischen Liedl das Interesse fürs Bayerische zu wecken. Da geht es gar nicht allein ums Singen, sondern hauptsächlich um die Texte und um den Inhalt. Und da steckt halt das Bayerische drin. Und das Interesse ist ja riesengroß. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. So, also der Gerhard, der hat eine Methode, wie man als Kind Bayerisch lernen kann. Und zwar kommt das über Singen. Wir laufen jetzt das ab, also wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt fangen wir mal bei Kindergartenkinder an. Da gibt es ein passendes Liedl. Schau her. Das ist das Lied vom Hasi Burzel. Und man kann halt mit der Melodie, die sehr gefällig ist, die Kinder über